Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Leute, der Messias ist gelandet. Luis Diaz. Die Verpflichtung steht. Wir schauen uns mal an, welche Infos wir dazu beim FC Bayern bekommen. Und danach werde ich ein paar Worte zu ihm sagen, was meine Meinung ist. Erstmal herzlich willkommen, Luis Diaz in München. Ich freue mich, dass er da ist. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, schreibt einen Kommi, gebt einen Daumen, was man alles so macht. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Ja? Also von daher vielen lieben Dank, wenn ihr das tun solltet. Und damit gehen wir mal rein. So, FC Bayern verpflichtet Luis Diaz. Der FC Bayern hat den kolumbianischen Nationalspieler Luis Diaz vom englischen Meister FC Liverpool verpflichtet. Der Offensivmann erhält in München einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Er läuft beim deutschen Meister künftig mit der Nummer 14 auf. Also ein 4-Jahres-Vertrag. Die Stimmen dazu. Jan-Christian Dresen, Vorstandsvorsitzender der FC Bayern. Mit Luis Diaz ist es uns gelungen, einen der besten Linksaußen der Premier League zu verpflichten. Mit ihm kommt eine echte Spielerpersönlichkeit vom FC Liverpool zum FC Bayern. Mit jedem seiner Clubs hat er bisher Titel gewonnen. Als Team konnten wir diesen Transfer gemeinsam zielgerichtet umsetzen und freuen uns auf einen internationalen Topspieler, der unsere Mannschaft wichtige Impulse geben und auch die Bundesliga bereichern wird. Wir bedanken uns bei Liverpool für die jederzeit fairen und seriösen Verhandlungen. Mit der Aussage gehe ich voll mit. Ja, internationaler Topspieler gehe ich mit, dass er die Bundesliga bereichern wird, dass er uns wichtige Impulse geben wird. Davon gehe ich auch aus. Ja. Max Eberl. Luis Diaz ist ein international erfahrener Spieler mit enormer Qualität, tollen Fähigkeiten und einer großen Verlässlichkeit. Er wird unserer Mannschaft sofort weiterhelfen. Wir sind froh, dass wir ihn für den FC Bayern gewinnen konnten. Solche Transfers funktionieren, wenn jedes Rad ins andere greift. Unsere Fans können sich auf einen außergewöhnlichen Spieler freuen. Christoph Freund, Sportdirektor. Luis ist torgefährlich, ein Scorer-Typ und gleichzeitig arbeitet er unheimlich viel für seine Mannschaft. Er ist schnell, ein vielseitiger Fußballer und bringt eine intensive Spielweise auf den Platz. Zudem hat er mit Liverpool und der kolumbianischen Nationalmannschaft schon viele Erfahrungen auf Top-Niveau gesammelt. Luis Diaz steht für ein Gesamtpaket, das unseren Fans gefallen wird. Ja, gehe ich mit, die gehe ich auch von aus. Luis Diaz, ich bin sehr glücklich, es bedeutet mir sehr viel, Teil des FC Bayern zu sein. Das ist einer der größten Clubs der Welt. Ich möchte meinem neuen Team mit meiner Art Fußball zu spielen und meiner Persönlichkeit helfen. Mein Ziel ist es, alle Titel zu gewinnen, die möglich sind. Dafür werden wir als Mannschaft jeden Tag arbeiten. Ja, das übliche bla bla bla. Ja, das schenken wir uns jetzt, wie er seine Karriere startet, weil wir werden jetzt rüber dribbeln hier. Da wird uns ein bisschen mehr erzählt, wer er ist, was er erreicht hat und so weiter. Also, Dauerläufer und Dribbelkünstler, das ist der FC Bayern Luis Diaz. Wenn Luis Diaz bald zum ersten Mal mit dem Ball am Fuß über den Rasen der Allianz Arena tanzt, scheint sein Weg beinahe zwangsläufig. Als hätte ihn sein Talent bis in eines der größten Fußballtheaters Europas getragen. Doch wer weiß, wo seine Geschichte geendet hätte, wäre da nicht sein unerschütterlicher Wille gewesen, sich seinem Schicksal entgegenzustellen. Geboren in Barrancas, einer staubigen Kleinstadt im abgelegenen Norden Kolumbiens, wuchs Diaz in einer Region auf, in der Fußball mehr Traum als greifbare Perspektive bleibt. Es gibt dort viele gute Spieler, erinnert sich Diaz einmal im Gespräch mit der New York Times, aber es ist schwer wegzukommen, den Schritt zu machen und den Traum zu verwirklichen. Sie können aus finanziellen oder familiären Gründen nicht gehen. Und das bedeutet, dass wir viele talentierte Spieler verlieren. Worte, in denen leise Wehmut mitschwingt und das Bewusstsein, dass er zu den wenigen gehört, die es geschafft haben. In einer Gegend, in der Fußball für viele ein ferner Traum bleibt, weil Geld fehlt, Perspektiven rar sind, Strukturen kaum existieren. Ja, das gibt es immer noch in unserer tollen Welt. Sehen wir ja auch immer, wenn wir World Squad schauen. Dass er nicht zu den Verlorenen zählt, hat viel mit seinem Vater zu tun. Schon mit 4 Jahren wollte Luis nur noch auf dem Platz stehen, erzählte Luis Manuel Diaz dem Telegraph. Sobald er laufen konnte, kickte er Steine um sich. Er sagte immer, er wolle Fußballprofi werden. Luis Manuel Diaz war selbst ein begabter Kicker. Wirklich gut, sagte sein Sohn. Und er war es auch, der ihn in Barrancas eine Fußballschule gründete. La Escuelita. Dort lernte Diaz nicht nur das Spiel, sondern bekam etwas, das in seiner Welt selten war, einen strukturierten Weg. Ein Vater, der ihn trainierte, ein Dorf, das an ihn glaubte, ein Talent, das sichtbar wurde. Er nutzte seine Chance und wurde zu dem, was viele in seiner Heimat niemals werden konnten. Ein Profi, ein Nationalspieler, ein Symbol dafür, dass der Traum möglich ist, wenn ihn jemand mitträgt.
Die Karriere unseres Neuzugangs, den alle nur Lucho nennen, begann beim FC Barranquilla. 6 Autostunden von seinem Heimatort Barrancas entfernt. Eine weite Strecke, nicht nur geografisch, sondern auch im übertragenen Sinn. Denn hier in der zweiklassigen Mannschaft an der kolumbianischen Karibikküste begann Diaz sich einen Namen zu machen. Mit seiner unerschrockenen Spielfreude fiel er rasch auf und weckte Begehrlichkeiten. Schon nach einer Saison in der ersten Mannschaft ging es für den flinken Linksaußen weiter zu Atletico Junior, einem der großen Traditionsclubs des Landes. Dort spielte sich Diaz in die Herzen der Fans, gewann zweimal in Folge die Meisterschaft und machte deutlich, dass er längst nicht am Ziel war. 2019 wagte Diaz den Sprung über den Atlantik, von der Karibikküste Kolumbiens direkt hinein in das raue Klima des europäischen Profifußballs. Beim FC Porto begann für ihn ein neuer Abschnitt. Ein vertrautes Umfeld wurde zur Heimat, das Spiel jedoch schneller und der Druck intensiver. Doch anstatt zu straucheln, ging der Kolumbianer unbeirrt seinen Weg. Mit jeder Körpertäuschung, jedem Antritt entlang der Außenlinie, mit jedem mutigen Dribbling zeigte er, ich gehöre hierher. Er lernte und wuchs mit seinen Aufgaben. Nicht von heute auf morgen, sondern mit der Hartnäckigkeit eines Spielers, der den langen Weg aus Barrancas nie vergessen hat. Während andere zweifelten, biss er sich durch. Porto wurde zum Sprungbrett Europa. Zum Sprungbrett Europa zur Bühne und Diaz zum Sinnbild dafür, was Wille, familiäre Rückhalt und der Glaube an sich selbst bewirken können. Diese Wurzeln erklären bis heute, warum ihm kein Laufweg zu lang, kein Meter zu viel scheint. Obwohl er in erster Linie als dribbelstarker Wirbelwind im Angriff glänzt, ist er längst mehr als nur ein Offensivkünstler. Er ist ein Kämpfer und Unruhestifter. Diaz verfolgt enteilte Gegenspieler im Vollsprint, grätscht Passwege ab, stört den Spielaufbau mit unerbittlichen Nachsätzen. Er denkt nicht an Zonen, sondern in Verantwortung, ordnet sich in Umschaltsituationen blitzschnell ein, schließt Lücken, die andere hinterlassen und sichert so das Kollektiv ab. Seine hohe Laufbereitschaft und kompromisslose Arbeitsmoral machen ihn zu einem Spieler, der sich nahtlos in das aggressive Pressingsystem des FC Bayern einfügt. Er attackiert ballführende Gegner entschlossen, läuft sie clever an, treibt sie zu Fehlern und schaltet nach Ballverlust blitzschnell ins Gegenpressing um. Diaz verkörpert jene seltene Mischung aus Spielfreude und Disziplin, aus Instinkt und Struktur. In einem System, das auf hohem Ballbesitz, aktiver Rückeroberung und mannorientierten Anlaufen basiert, bringt er genau jene Fleißarbeit und Wachsamkeit mit, die es braucht. Spielweise und Stärken von Luis Diaz. Mit dem Ball am Fuß zieht Diaz kompromisslos nach vorn, dynamisch, zielstrebig und mit klarem Fokus aufs Tor. In dem Moment, in dem er losläuft, wird klar, er handelt instinktiv, entschlossen und mit voller Power. Der 1,80 Meter große Rechtsfuß ist ein Flügelstürmer, der Räume aufreißt. Mit einem raketenartigen Antritt jagt er über den Rasen, zieht Gegenspieler davon und bringt sich in 1 gegen 1 Duelle, die selten gut für sie enden. Besonders im Umschaltspiel entfaltet Diaz seine ganze Wucht. Mit wenigen Schritten setzt er sich ab, reißt Löcher in die Abwehr und versetzt Defensivreihen in Alarmzustand. Durch seinen niedrigen Körperschwerpunkt bewegt er sich besonders agil und beherrscht schnelle Richtungswechsel mühelos. Beim FC Porto machte Luis Diaz einen entscheidenden Schritt in seiner sportlichen Entwicklung. Schon in seinen ersten beiden Spielzeiten ließ er mit konstanten zweistelligen Scorerwerten aufhorchen. Doch in der Hinrunde der Saison 21/22 setzte er ein Ausrufezeichen. Mit 14 Toren und 5 Vorlagen in nur 18 Ligaspielen avancierte er zum auffälligsten Offensivspieler der Primera Liga. Der FC Liverpool sicherte sich im Winter desselben Jahres die Dienste des Flügelspielers. Und der Kolumbianer schlug sofort ein. Bereits in seiner ersten Halbserie stürmte er mit den Reds ins Finale der Champions League 0:1 gegen Real Madrid. Dort, wo Spiele kippen, wo Sekunden entscheiden und ein Moment den Unterschied macht. Genau da ist Diaz in seinem Element. Im letzten Drittel des Spielfeldes auf der Außenbahn entfaltet er seine volle Wirkung. Mal dribbelt er mit Zug ins Zentrum, mal flankt er präzise von der Grundlinie, immer auf der Suche nach der Lücke, dem Pass, dem Abschluss. Und immer mit dem Blick für den richtigen Moment. In der vergangenen Saison war er dabei so gefährlich wie selten zuvor. In 50 Pflichtspielen der abgelaufenen Saison erzielte der 28er Linksaußen starke 17 Tore und steuerte 8 Assists bei. Einem seiner eindrucksvollsten Auftritte lieferte Diaz ausgerechnet auf der größten Bühne beim 14:0-Erfolg in der Champions League-Ligaphase gegen Bayern 04 Leverkusen. Leverkusen schnürte er einen Dreierpack. Das ist schon mal sehr sympathisch. Bemerkenswert, in dieser Partie lief er nicht wie gewohnt auf dem Flügel auf, sondern als nomineller Mittelstürmer. Denn auch wenn seine Heimat die linke Außenbahn ist, fühlt er sich längst auf fast allen Offensivpositionen wohl. Für den FC Bayern macht ihn das zu einem Trumpf, der je nach Spielsituation anders ausgespielt werden kann. Er ist fußballerisch so clever, schwärmte einst Jürgen Klopp, sein früher Trainer in Liverpool. Er bewegt sich in den richtigen Räumen, verteidigt auf natürliche Weise von seiner Position aus, ist torgefährlich, schnell und frech. Ein ganz, ganz besonderer Spieler, muss ich sagen. Luis Diaz ist längst einer der zentralen Köpfe des kolumbianischen Fußballs. Eine feste Größe in der Nationalmannschaft seit seinem Debüt am 12. September 2018 im Freundschaftsspiel gegen Argentinien.
stehen 19 Tore in insgesamt 64 Einsätzen zu Buche. Doch Zahlen erzählen nur die halbe Geschichte. Unvergessen bleibt etwa sein Auftritt bei der Copa America 2021 im Spiel um Platz 3 gegen Peru schoss er mit einem Doppelpack seiner Mannschaft zum 3:2 Sieg. Eine Partie, die Diaz förmlich an sich riss. Am Ende stand er mit keinem geringeren als Lionel Messi an der Spitze der Torjägerliste. 2024 war er erneut eine treibende Kraft und führte Los Cafeteros bis ins Finale, das zwar denkbar knapp mit 0:1 nach Verlängerung gegen Argentinien verloren ging, aber Kolumbien wieder ins Rampenlicht des Weltfußballs rückte. Luis Diaz, privat zwischen Musik und Heimatliebe. Dort, wo Takte regieren statt Taktiken, fühlt sich Diaz ebenfalls zu Hause. In der Musik findet er Ausgleich und Inspiration abseits des Spielfeldes. Vor der Copa America 2024 ließ er seine kreative Ader in einem Musikvideo des kolumbianischen Rappers Ryan Castro aufblitzen. Mitten im Clip steht Diaz plötzlich vor der Kamera und rappt ein paar Zeilen. Ja, passt doch perfekt zu Fonsi. Ja? Verstehen die sich doch super auf der linken Seite. Seine kolumbianischen Wurzeln bleibt Diaz bis heute eng verbunden. Hin und wieder kehrt er nach Barrancas zurück, an den Ort, an dem alles begann, der für ihn bis heute Heimat geblieben ist. Dort, wo einst seine ersten Dribblings auf hartem Boden begannen, ist er heute allgegenwärtig. Mitten im Stadtzentrum zwischen bunten Marktständen und hupenden Motorrädern leuchtet ein Wandbild in kräftigen Farben. Luis Diaz im Nationaltrikot, der Blick voller Zuversicht. Darüber prangt in großen Buchstaben Barranquero Stolz. Barranquero Stolz, wie auch immer. Er ist ein Symbol dafür, dass Fußball weit mehr sein kann als ein Spiel und Diaz mehr als nur ein Spieler. Diese Gegend ist ziemlich abgelegen. Die wirtschaftlichen Bedingungen sind nicht besonders gut, erklärt sein Cousin Joshua Brito einmal im Telegraph. Aber die Mentalität der jungen Leute hat sich geändert. Früher spielten sie Fußball um des Spaßes willen. Heute spielen sie in der Hoffnung auf eine Profikarriere. Sie spielen, weil sie gesehen haben, dass es möglich ist. Dass einer von ihnen es geschafft hat. Mit Mut, mit Disziplin, mit Talent. Dass aus den staubigen Straßen von Barrancas ein Weg in die großen Stadien dieser Welt führen kann. Gut. Das ist mal ein kleiner Einblick in den Spieler Luis Diaz. Ja. Ich freue mich auf ihn, 100%. Ja. Wenn alles das eintritt, was jetzt hier steht, ist er der perfekte Spieler für uns. Und wir werden Pummel, Gnabry und Kingsley nur noch sehr wenig sehen auf dem Feld. Ja, sobald Musiala wieder da ist. Vielleicht wird er als Szene agieren, was weiß ich am Anfang. Wir werden es sehen. Ja. Wie gesagt, ich denke, es ist ein Rundum-Paket. Ja. Wir werden sehen, wie schnell und wie er sich integriert. Er scheint der absolute Wunschspieler des Trainers zu sein. Wenn alles, was hier steht, stimmt, kann man das voll nachvollziehen, weil er dann wirklich perfekt in das System von Kompany passt. Ja. Das steht alles außer Frage. Dass man dem Trainer diesen Wunsch erfüllt als Verein, kann ich dann auch irgendwo nachvollziehen. Er muss es natürlich jetzt beweisen. Ja, das werden wir sehen. Ich kann es mir vorstellen. Ich denke, wir werden auf jeden Fall keinen lustlos Außenbahnspieler sehen à la Leroy Sané, ja, sondern genau das, was hier steht. Einen heißblütigen, kämpferischen Spieler, da freue ich mich sehr drauf. Der letzte Kolumbianer war ja nicht ganz so erfolgreich bei uns, aber ich denke mal, das wird besser werden. Und ja, wie es hier auch steht, wenn man in der Premier League ein gewisses Level nachgewiesen hat, ja, auch wenn es bei einem sehr guten Club war, sollte das in der Bundesliga genauso möglich sein. Eher wahrscheinlich ein bisschen einfacher wie in der Premier League. Ne? Also von daher bin ich guter Dinge, dass das passen kann. Die Frage ist, wie schnell kann er sich integrieren. Ja, ich denke, ein Sadio Mané war auch eine Maschine in Liverpool, ja, und kam beim FC Bayern so gar nicht klar. Man hat zwar seine Fähigkeiten aufblitzen sehen und so weiter, aber er kam nicht klar. So. Und diese Gefahr besteht natürlich immer, ja. Diese Gefahr sehe ich bei jüngeren Spielern ein bisschen weniger, weil die sich noch entwickeln und eher integrieren, als wie bei so gestandenen Stars. Ja, da musst du immer so ein bisschen den ganzen Bums um die rum aufbauen. Aber wie gesagt, er wird einen Trainer haben, der 110% auf ihn setzt. Ja, ich denke, das zeigt der Transfer, dass wir ihn für diese Kondition verpflichtet haben. Die Konditionen, die zu diesem Transfer geführt haben, sind natürlich wild. Ja, ich meine, wir wissen sie jetzt nicht genau, aber wir können davon ausgehen, dass es
sehr wahrscheinlich 75 Mille fix sind plus, was weiß ich, 10 an Boni. So, irgendwie sowas wird es sein. Ja? Plus minus 5 Millionen bei beiden Werten. Dafür können wir ausgehen. Aktueller Marktwert dieses Spielers 70 Millionen auf transfermarkt.de. Also von daher kannst du ausgehen, dass wir knapp über Marktwert bezahlt haben. Da kann man jetzt sagen, alles fein, ja. Tutti Transfer. Ja, sehe ich auch so. Das große Problem, du wirst halt keinen, also wenn alles normal läuft, wirst du keinen großen Wiederverkaufswert haben in 4 Jahren, ja. Ob man dann in 4 Jahren nochmal verlängert, das wird man sehen. Ich weiß nicht, welche Art Profi er ist. Ja, wenn er die Art Profi ist, à la Lewandowski, wo sein Körper eine Maschine ist und er ihn so behandelt, dann wird er auch nochmal 2 Jahre mehr spielen können. So. Ja, das heißt jetzt nicht, dass man mit 28,5 und dann in 4 Jahren mit 32,5 am Stock geht. Aber lass es dann nochmal ein Jahr sein und das wird es dann sehr wahrscheinlich auch irgendwo gewesen sein. Ja. Das heißt, man zahlt jetzt für 4 Jahre mit Gehalt sehr wahrscheinlich roundabout 125 Millionen. Ja. Und da muss man sich dann fragen, ist es das wert? Ja. Und das kann nur der Spieler beantworten. Am Ende des Tages, ja. Das kann nur der Spieler beantworten. Angeblich stehen 14 Millionen Gehalt im Raum. Ja, das ist immer noch 6 Millionen weniger, wie es beim Leroy Sané war zum Beispiel. Oder wie es bei einem Coman oder Gnabry ist, die irgendwie bei 18, 19 rumeiern. Also von daher ist das auch fein, denke ich, für diese Art Spieler. Ja. Er wird natürlich, ja, an einem Michael Olise gemessen werden, ja, der eine überragende erste Runde gespielt hat. So, das werden wir alle erwarten von ihm. Er ist nochmal ein bisschen anderer Spielertyp, wenn man das so liest. Nochmal mehr ein bisschen der Kämpfer, ja, der auch mal an der Grätsche setzt und so weiter. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich freue mich über den Transfer, ja. Endlich was Neues auf der linken Seite, Leute. Halleluja, ja. Ich kann die Gnabrys und Comans nicht mehr sehen auf der linken Seite. Ich sag's euch, wie es ist. Von daher bin ich froh, dass er da ist. Wer weiß, vielleicht bewegt das auch den einen oder anderen nochmal umzudenken und den Verein doch noch zu verlassen. Wir werden es sehen. Ja, wie gesagt, ich verstehe diese Diskussion, ja. 75 Millionen für einen 28,5-Jährigen. Fairerweise muss man sagen, wenn er das erfüllt, was hier auch steht und was man von ihm erwartet, dass er A, super selten verletzt ist, im besten Falle nie, ja, und trotzdem immer 110% gibt, so ein Conny Leimer-Typ ist, dann muss man sehr wahrscheinlich am Ende sagen, wenn es wirklich so ist über 4 Jahre, alles richtig gemacht. Ja, weil guckt euch unsere Außenbahnspieler an sonst. Ja. Coman, Gnabry, Sané, gefühlt alle 3, 4 Wochen angeschlagen, Wehwehchen, oh, ich kann nicht richtig, da mal wieder 2, 3 Monate ganz raus. So ein Sané ein halbes Jahr angeschlagen, da mit irgendwelchen Scheiß, ja. Da kommt immer so ein bisschen so der Dieven-Faktor durch. Ich denke, das werden wir bei ihm nicht erleben, ja. Wenn er halt dieser Typ Levi ist, ja, der gefühlt nie verletzt war. Ich glaube, dann werden sich die 75 Millionen am Ende der 4 Jahre doch rentieren, ja. Und wenn du dann nochmal, was weiß ich, 20, 25 kriegst, wenn er nach Saudi-Arabien nochmal gehen möchte, um das ganz große Geld zu verdienen, was weiß ich, keine Ahnung. Darum soll es jetzt nicht gehen, ja. Er ist jetzt bei uns. Ich heiße ihn herzlich willkommen. Ich freue mich auf ihn. Ich freue mich auf eine starke linke Seite. Eventuell zum Start der Saison in der Mitte. I don't know. Wir werden es sehen, ja, was da der Plan ist. Er ist ein internationaler Star, ja, das muss man so sagen. Wer bei Liverpool liefert, wer international liefert. Ja, ich kenne auch diese ganzen tollen Statistiken. Ja, Leroy Sané ist in fast allen Statistiken besser. Selbst Serge Gnabry ist in allen Statistiken besser. Leute, wie gesagt, du findest immer eine Statistik, die so deine Sachen unterstreicht. Wir haben es gerade gesehen, 50 Einsätze für Liverpool, 25 Torbeteiligungen, Punkt. So, ja, ich denke, das ist für einen Außenbahnstürmer ein Wert, der okay ist. Auf hohem Level, ja, das muss man sagen. Und ich werde ihn daran messen, wie er bei uns performt. Mich interessiert die Vergangenheit immer nicht. Ja.
Ja, na klar, wäre es schöner gewesen, du hättest so eine Art Spieler gefunden, der 23 ist, ja? Ey, ohne Frage, ja, wäre mit Sicherheit sinniger gewesen, dann hättest du auch 75 Meter bedenkenlos reinknallen können. Auf der anderen Seite, wenn er wirklich diese ganzen Faktoren hat, die ja gerade gesagt werden, ja, dann ist er 'n seltener Art Spieler. Weil Außenbahnspieler, wissen wir alle selber aus langjähriger Erfahrung, sind jetzt nicht unbedingt immer so als die Arbeiter bekannt. Ja, die musst du oft erst mal dahin erziehen, dass sie das so ein bisschen können. Von daher bin ich sehr gespannt, wenn er das alles erfüllt, was hier steht, ja, dann würde ich behaupten, dann rentiert sich das Geld, ja? Und ja, wenn er 70 Millionen Marktwert hat gerade, ja, dann zahlst du halt das, ja? Wenn bei uns jetzt jemand kommt, so, nimmt den Fall mal andersrum. Nehmt den Fall andersrum. Bei uns kommt jemand und hätte gesagt, keine Ahnung, wen haben wir denn jetzt auf dem Level? Nehmen wir Conny Leimer. So, Stammspieler, ja, hat auch ein gewisses Alter. Und da wäre jetzt ein Club gekommen, da hätte der FC Bayern ja auch nicht gesagt, ja gut, alles klar, komm, kriegst du dann für 20 Millionen unter Marktwert. So, ja, er hat einen 70 Millionen Marktwert, weil er Stammspieler in Liverpool war letzte Saison und davor. Und wir haben es gerade gehört, in 50 Spielen 25 Torbeteiligungen hat. Und dann hast du einen gewissen Marktwert und wenn du dann anfragst, ja, dann musst du diesen Marktwert halt zahlen oder halt sogar leicht darüber. Ja? So ist das Geschäft halt. Ja? Und die Zahlen sind mittlerweile einfach so astronomisch hoch. Das ganze Problem, was ich sehe, also jetzt nicht auf ihn bezogen, wie gesagt, Luis Diaz, ich freue mich, ich bin hyped, ich kann mir vorstellen, dass er die richtige Art Spieler ist. Ähm, Wenn er natürlich die Sache nicht erfüllt, dann kannst du 'n Max Eberl an die Wand nageln, ja, das musst du einfach so sagen, weil das ist natürlich ein Risikotransfer. So, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, wenn du 'n 28,5-jährigen Spieler verpflichtest für 75 Millionen, ich meine, wir haben Harry Kane in verpflichtet, der älter war, ja, aber wenn er auch liefert über 4 Jahre und wie gesagt, wenn er diese Art Spieler ist, der kein Problem damit hat, alle 3 Tage zu spielen und super selten verletzt ist, weil das ist ja eines unserer großen Probleme, ja, dann kann das ein Gamechanger sein, keine Frage. Ähm, Wenn er nicht bei uns klarkommt, wenn das so ein Sadio Mané-Fall wird, dann war's der letzte Transfer von Max Eberl und dann wird Max Eberl kein Sportvorstand mehr beim FC Bayern sein und das dann auch zu Recht. Weil man muss sich natürlich schon damit beschäftigt haben, ob der Spieler klarkommt beim FC Bayern, ob er integrierbar ist, etc., etc., ja. Aber ich bin da guter Dinge, ja. Also, das fühlte sich jetzt auch nicht an wie so ein Schnellschuss und auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, ähm, man hat dann auch irgendwann gesagt, wenn wir jetzt mal das ganze öffentliche Drama da mitnehmen, zumindest kam es bei mir so an, man hat dann irgendwann gesagt: „Ja, zack, wir wollen Luis Diaz. Feierabend. Das ist unser Spieler, das ist unser Wunschspieler und den möchten wir“, ja. Ähm, Klar, wie gesagt, wir können das am Alter festmachen und so und der hohen Ablöse, keine Frage. Keine Ahnung, hätte er 50 Millionen gekostet, hätten wir alle gesagt: „Alter, Weltklasse-Transfer, ja, diese Art Spieler für 20 Millionen unter Marktwert, Bombe.“ Ja, aber das ist der FC Liverpool, da kriegst du die Spieler nicht unter Marktwert, das ist wie bei uns. Ja, obwohl anders, bei uns ist es ein bisschen anders, da komme ich gleich noch mal zu. Ähm Aber 'n Stammspieler würdest du bei uns halt auch nicht unter Marktwert kriegen, Punkt. In keiner Mannschaft dieser Welt. Ja, das ist halt einfach so. Ähm, Wir werden sehen, ja. Um die ganze Sache rund zu machen, jetzt mal so 'n bisschen schon mal auf 'n kleiner Ausblick, muss es natürlich dann gleichzeitig musst du's hinbekommen, den einen oder anderen Jugendspieler mit ranzuführen. Ja, wie so 'n Lennart Kahl jetzt für die andere Seite, wenn der da wirklich die erste Alternative dann werden würde für 'n Michael Olise und seine Spielzeit bekommt dieses Jahr und sich da weiterentwickeln kann, ähm dann ist das alles fein, ja? Dann ist das alles fein und alles gut. Diese Mischung muss halt passen. Ich sage es ja immer wieder, als FC Bayern, ja, um dich wirklich zu verstärken, musst du dann halt ja, ich hätte mir 'n Baccala eher gewünscht, sage ich euch ganz ehrlich, einfach des Alters wegen und,
weil ich ihn einfach auch ein bisschen mehr kenne. Ja, der wäre wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen teurer geworden, aber Paris hatte kein Interesse, ihn zu verkaufen, was fein ist. Ähm, ja, nochmal, wenn alles, ich kann Luis Diaz nicht beurteilen. Ich beurteile ihn, wenn er bei uns ist. Ja, und ich kann gerne nach der Hinrunde mal beurteilen, ob der Transfer gut war oder nicht. So, dann können wir das tun. Ja, alles auf dem Papier würde ich sagen, ja, ist ein Transfer für marktgerechten Preis, den du gerade zahlst, einfach. Ja, so ist das. Das ist marktgerecht aktuell. Und ja, so ist es. Ne? Wie gesagt, du musst den Spagat hinkriegen, zwischen solchen Spielern kaufen und ein, zwei Jugendspieler ranführen. Und ich glaube, dann hat auch kein Fan irgendein Problem. Ja? Und dann kann man auch die Arbeit von Max Eberl ein bisschen anders beäugen, beurteilen. Aber aktuell hat man halt leider nicht das Gefühl. Ne? Aktuell hat man eher so das Gefühl, komm, wir verpflichten nur gestandene, ältere Spieler, erfahrene Spieler und alles andere geben wir ab. Das ist halt gerade so ein bisschen das Problem, aber da kann ja Luis Diaz nichts für. Ja? Um jetzt nochmal auf den Punkt zurückzukommen, ähm, ich habe das ja auch kritisiert. Ja? Du haust 20 Namen raus, da ist der FC Bayern dran, da ist er dran, da ist er dran, da ist er dran, da ist er dran. Und da hat er eine Absage und ja, den wollen sie eigentlich, dann wollen sie wieder den. Irgendwann, Luis Diaz war dann relativ früh Thema, weil Bakola kein Thema war, weil man da, ja, weil Nico Williams gesagt hat, meh. Und dann war Luis Diaz schon Thema, ja. Und dann hat sich der FC Bayern halt da auch festgelegt und hat den Transfer dann am Ende umgesetzt. Und nochmal, man hat jetzt keine 100 Millionen bezahlt, was auch möglich gewesen wäre bei einem aktuellen Marktwert von 70 Millionen. Das ist ein aktueller Marktwert, Leute. Ja. Schaut euch das gerne an auf transfermarkt.de. So ist es halt einfach. Gut. Und da musst du diese Zahlen zahlen, die du gerade gezahlt hast, und Feierabend. Ja. Und alles andere, BBC, ey, ich mag diese Art Spieler, südamerikanische Spieler, ich fühl's. Ja, auch wenn man die Geschichte hört, weiß man schon, welche Art Spieler er ist. Ja, er ist halt nicht diese Sané-Diva, der in diese Glitzerwelt reingeboren wurde und irgendwie die Dankbarkeit verlernt hat, dass man diesen Beruf ausüben darf, genauso wie der ein oder andere Spieler bei uns. Ähm, von daher freue ich mich sehr auf den Spieler. Ja. Und nochmal, ob die 75 Millionen dann am Ende des Tages zu viel sind oder nicht, ey, ganz ehrlich, das können wir erst in 4 Jahren beantworten. Punkt. Ja. So, alles andere können wir nicht beantworten. Nochmal, wenn dieser Spieler wirklich 4 Jahre kaum verletzt ist und wir endlich mal wieder ein konstantes Niveau haben, ja, das wird ja schon ausreichen. Wir haben ja noch nicht mal den Anspruch zu sagen, du brauchst da jetzt die absolute Weltklasse-Kanone, ja. Er ist im besten Fußballeralter, so, ja. Die Frage ist, wie geht's in 1,5 Jahren? So, ist da ein starker Abbau da oder nicht? I don't know, ja. Aber damit wird man sich ja auseinandergesetzt haben. So, aber vom Charakter her und so weiter, ja, sollte er optimal in dieses System passen. Die Frage ist, wie wird er aufgenommen, wie wird er integriert und so weiter. Und wenn das alles passt, dann kann das ein sehr, sehr guter Transfer für uns sein. Ja. Und wir können uns dann endlich mal wieder auf konstante Leistung und auch auf eine andere Art und Weise freuen auf der linken Außenbahn. Ja, anstatt immer dieses halbgare, halbherzige, dievenhafte Zeug da. Und wenn du dann überlegst, dass diese Spieler immer noch mal 5 Millionen mehr verdienen. Wahrscheinlich wird auch ein Diaz irgendwie mit Boni und so weiter an die 20 Millionen rankommen können. Ja, das ist alles fein, alles ist gut, so ist das Geschäft, Leute. Ja. Aber zumindest, wenn man den glauben kann, was man liest, ist ja auch kein Spieler, der jetzt schon mal wieder so Coman-mäßig 18, 19 Millionen Grundgehalt hat. Und ja. Von daher, alles gut. Ich fühle den Transfer, ja, über die Ablösesumme, die fühle ich natürlich nicht. 75 Millionen für einen 28,5-Jährigen ist viel Kohle, muss man gar nicht drüber reden. Auf der anderen Seite haben wir für einen Harry Kane 100 Millionen gezahlt. Haben wir es bereut? Also bisher mit keiner Phase. Mit gar keiner Phase. Ja. Mit gar keiner Phase. Leute, das sagen wir jetzt schon, bevor er überhaupt über die ganze Distanz da ist. Haben wir nicht bereut. Ja. Und genauso werden wir vielleicht in 4 Jahren hier sitzen bei Luis Diaz und sagen, Alter, den hättest du damals selbst für 120 Millionen holen können.
und er wäre noch eine Bombe gewesen. Ne? So. Also von daher mal nicht vorverurteilen den ganzen Bums. Ich verstehe das, dass die Leute da immer schnell mit sind. Und jetzt sagen, ja, 28,5-Jährigen, 75 Millionen, ist der FC Bayern bekloppt in der Birne. So, wenn er das Puzzleteil ist, ja, und die Stabilität bringt auf der linken Außenbahn, wie wir sie gerade auf der rechten Außenbahn haben, und wir da, ja, dann einfach diese Stabilität haben. So, das ist doch, was uns abgeht. Ja? Uns geht ab, dass wir oft Verletzte haben, dass wir keine Stabilität haben. Es konnte sich doch nie mal eine linke Außenbahn wirklich einspielen. Das muss man auch fairerweise sagen. Ähm, I don't know. Vielleicht setzt man deswegen auch auf Guerrero jetzt auf der linken Außenbahn. Ich weiß es nicht. Ja, verständigungshalber oder was weiß ich. Wir werden es alle sehen. Wir werden es erleben. Ich freue mich auf den Spieler. Das ist, was ich sagen kann. Ja, und Max Eber können wir vielleicht nach der Hinserie können wir es vielleicht ein bisschen beurteilen. Obwohl ich da auch immer vorsichtig bin. Mancher Spieler braucht halt einfach eine gewisse Eingewöhnungsphase. Aber all das werden wir sehen. Ja? Also mein Endfazit ist, ich freue mich einfach auf diese Art Spieler. Ja? Diese Art Spieler fehlt uns. So, das muss man auch mal sagen. Ja? Und wir sollten nicht immer alles am Alter festmachen. So. Ja, das muss man auch mal sagen. Wenn er spritzig ist, wenn er schnell ist und er ist 33, wen interessiert's, Alter? Ja, so, es gibt einfach Spieler, guckt euch einen Levi an, guckt euch einen Ceruberto an, der mit 40 noch aussah wie der junge Chuck Norris, Alter. So, da kommt es auch drauf an, ja. Sie müssen mal ein bisschen wegkommen. Ja, klar, ich bin auch immer ein Freund davon zu sagen, komm, so 75 Millionen investierst du lieber in 23-Jährigen. Das macht mehr Sinn, weil du davon 10 Jahre was hast. Bei dem hast du jetzt 4 Jahre was. Oder 3. Wir werden sehen, ja. Und ja, I don't know. So. Aber nochmal, wenn er uns diese ganzen Werte gibt, die hier auch so stehen, dann werden wir vielleicht am Ende der Saison hier sitzen und genau das sagen, was ich gerade gesagt habe. Dann sagen wir, jo, das war es aber auf jeden Fall wert. Ja. Gut, wie immer, haut gerne eure Meinung raus. Montag, 4.8., 18 Uhr, live auf Twitch. Werden wir auch nochmal ein bisschen über den Transfer sprechen. Ich weiß, da gibt es auch mit Sicherheit andere Meinungen zu dem ganzen Thema. Leute, die sich an diesen Statistiken halt hochziehen. Ja, ja, guck die Statistiken mit Gnabry an, Blasels. All das gehen wir gerne im Montag im Stream rein. Da bin ich für euch da. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Leute, gebt den Luis Diaz mal eine faire Chance. Lasst ihn mal ankommen. Lasst ihn uns mal eine halbe Serie anschauen. Und dann können wir mal sagen, ey, nee, der ist keine 75 Millionen wert. Oder wir sagen, jo, ist genau der Spieler, der uns gefehlt hat. Ne? Also, immer mal ruhig bleiben mit der Pferde. Und ja, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Montag, 18 Uhr live auf Twitch, Leute. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.